Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Kölner Sängerin und Schauspielerin Trude Herr ist in der Nacht zum Samstag in ihrem Haus in Südfrankreich gestorben. Die 63-Jährige erlag einem Herzanfall. Trude Herr hatte als mollige Ulknudel in den 50er und 60er Jahren ihre größten Erfolge. Sie wirkte in zahlreichen Kinofilmen mit. Auch als Schlagersängerin war sie populär. Später eröffnete sie ein eigenes Volkstheater in Köln. Mitte der 80er Jahre ließ sie sich auf den Fidschi-Inseln in der Südsee nieder, kehrte aber vor einiger Zeit nach Europa zurück und mietete ein Haus in der Provence. Sagen Sie, Victor, was ist hier bei dir im Eisschrank? Du warst doch nicht etwa in diesem Raum, was wolltest du da? Bierkaltstelle für die Gutzig und hast die Frau gesehen, ne? Ich habe doch jedem verboten, diesen Raum zu betreten. Da kannst du mich nicht drum kümmern, Bier muss kalt sein. Oder willst du vielleicht dir zuliebe, dass die Königin Sire Kit sich ein warm Kölsch in der Haus Fidschi-Inseln immer Karneval? Aber sowas eigentlich überhaupt kein Karneval. Aber man ist dort im Allgemeinen sehr heiter, nicht? Das heißt nicht, dass wir von morgens bis abends am Kronleuchter hängen oder mit Baströckchen rumlaufen oder so. Aber naja, es ist immer schönes Wetter und auch wenn es regnet, ist man heiter. Also ich bin gern auf den Inseln. Jawohl, mit mir kannst du auch nicht mich sprechen, so. Und morgen, da kriegst du Freimann auf der Buch geklebt. Und da kannst du hingehen, wo du hergekommen bist. Noch Rinderot. Sie sind immer Stimmungskanone gewesen. Immer wenn Sie irgendwo gewesen sind, waren die Leute fröhlich und haben Sie deswegen geliebt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie von den Menschen einen guten Teil dieser Fröhlichkeit, dieser Liebe dann auch wieder bekommen haben? Oder hat man immer nur Ihre Fröhlichkeit genommen? Stimmungskanone eigentlich, also ich war nie Sängerin, das wollen wir hier mal feststellen. Dass ich Sängerin bin, das ist eine Verleumdung meiner Schallplattenfirma. Ich war Schauspielerin. Und Stimmungskanone in dem Sinn, ja vielleicht Kanone, aber Stimmung weniger. Also ich war mehr, komische Darstellerin, ich habe aber auch andere Rollen gespielt. Ich habe diesen Job 40 Jahre gemacht und sehr erfolgreich gemacht. Was hatten Sie mich jetzt gefragt? Jetzt bin ich spielt schon keine Rolle mehr. Verkalken und nein, ob ich was zurückbekommen habe von unten, jeden Abend. Jeden Abend habe ich was zurückbekommen und zwar sehr viel. Also wenn man ganz mies war und so einen schlechten Tag hinter sich hatte und sehr krank war und so und dann ist man trotzdem auf die Bühne gegangen und ich wurde jeden Abend von meinem Publikum reichlich belohnt und ich habe es geliebt und es hat mich geliebt, das war sehr schön. Und ich könnte auch jedem empfehlen, so früh Schluss zu machen, wie ich das gemacht habe. Jetzt weinen sie noch alle, aber in 5 Jahren, sagt man, ist die Alte immer noch da. Und so ist es besser. Oh ja, einen Menschen erschaffen, verstehe ich schon. Und 15 Jahre hast du dafür gebraucht. Ja. 15 Jahre, Tag und Nacht. Mit Vater gut das Flöcke. Wie? Ja, und die Vater. Meine liebe Gloria, so lässt sich das nicht vergleichen. Wie dann? Diese Methode ist äußerst kompliziert. Ja, du warst schon immer ein bisschen umständlich. Victor, ich sage dir, wenn du die Methode genommen hättest, die wir auch kennen, hättest du ganze Arbeit als hinter dir. Es geht mir nicht um die Methode. Diese Methode ist aber äußerst beliebt. Es geht mir um die Vollkommenheit des Produktes. Und so etwas will ich nicht einfach der Natur oder dem Zufall überlassen. Ach, liebe Jungen, nenn dich doch nicht so wichtig. Eine solche Sache kann man gar nicht wichtig genug nehmen.
Man kann bei der Zeugung eines Menschen gewisse Dinge im Voraus berechnen. Man kann das Wissen aller Großen, die vor uns gelebt haben, dieser Menschen bei der Zeugung schon eingeben. Man kann sein Sprachzentrum so beeinflussen, dass er bei der Geburt schon mehrere Sprachen spricht. Ja, es wäre sogar möglich, dass er schon mit einem Ingenieurdiplom auf die Welt kommt. Und dann muss der deren Kind direkt auf der Baustelle arbeiten. Wollen Sie gerne Schmäler sein? Ach ja, schon wegen dem Treppensteigen. Und ich finde, die Komik ist nicht auf Fett aufgebaut, aber man hat früher, ich weiß nicht. Was ob tun man, Sie denn dafür? Tun Sie was dafür? Nein, im Grunde genommen nicht. Sie essen gern, nicht? Na, gern, ja. Wenn ich auch nicht so viel esse, aber dafür ein Perser Teppich. Und vergiss nicht die Kaffeekanne, wo der Henkeler ist. Mit dir spreche ich nicht. Und deinen falschen Willen und den Glockenwickler und der Kammerpott. Bah! Was bist du, ordinär? Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Engel. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, gehen Sie schlafen, Fräulein Rosenbaum. Das ist das Beste, was Sie tun können. Sonst kriegen Sie Runzele. Und Runzele machen alt. Das ist es. Ich bin ihm zu alt. Und diesem Mann habe ich die besten Jahre meines Lebens geopfert. Das Ding ist mir viel zu lang, viel zu weit. Oder habe ich alt wieder abgenommen? Nee, wie das Fräulein Peggy sich neben der Hals wirft. Bah. Ja. Ist das ein fieses Mensch, bah. So dick, bah. Dicke wie Wakashi Klicke. Komm, isst deine Kuchen, sonst wird sie noch kalt. Ja. Und du hast ihn geliebt. Oh ja. Naja, du musst ja ausgerechnet der Engels Hubert sein damals. Doch Hubert oder keiner? Aber wir hatten eine gute Ehe. Eine gute Ehe. Wir sind in den 20 Jahren gegangen, als ich Flieger war rausgegangen. Man ist dann nicht anstrengend. Nein, anstrengend ist das nicht. Sag mal, Adele, kannst du dir vorstellen, warum er mir das angetan hat? Tja, Kind, um ehrlich zu sein, du weißt, ich bin der beste Freundin. Aber liegt dann nicht vielleicht daran, dass du in der letzten Zeit ein bisschen stark auseinandergegangen bist? Und er weiß genau, das sind bei mir die Drüsen. Viele Menschen, die haben Angst vorm Älterwerden, die können das nicht, die wollen das nicht, die versuchen das zu vertuschen. Wie ist das bei Ihnen? Also vom Älterwerden habe ich keine Angst. Also sagen wir mal so, dass ich äußerlich zerfalle. Wissen Sie, bei mir war ja nicht viel zu verfallen. Ich war ja nie sehr schön, wie man so sagt. Aber beim Älterwerden habe ich Angst vor Krankheiten, ja. Und das, also nicht Angst davor... brauche sie ja gar nicht mehr zu haben, ich habe sie ja schon. Aber so vom Älterwerden als solches ist lächerlich, wenn man davor Angst hat. Jede Jahreszeit hat ihr Schönes, auch der Herbst hat seine warmen Tage, wie man in Köln zu sagen pflegt. Was zuletzt so ja, aber Beerdigung. Ja, wenn das so wie geht, der Spelzenball auf meiner Beerdigung, ne? Ach, sag doch so jetzt nicht. Ja, und ob Dinge hin, ne? Ja, dann hätte die Sorge endlich einen Eng. Ja. Sag mal, ja, dabei sind. Hier ist ein Brief für dich angekommen. Wie ein Brief für mich? Erzählst du mir es jetzt? Erzähl für die ganze ziegende Butze? Das ist schon vom Platzbach, vom Hausbesitzer. Was will die Zuckerplatte dann wieder? Will der mich mit oder was? Ah ja, so ein dänisches Wetter da wohl finden. Der kriegt doch nie den Hals voll, ne? Ich meinte jetzt anders, sind die Kanalgebühren, ne? Das ist der Kaminsfeier, ne? Dann ist es die Fassadenrenovierung, Straßenreinigung, ach du Leben, immer haben die jetzt... Gloria, was hast du dann? Du bist ja ganz wies im Gesicht. Im Platzbach hat mich gekündigt.
2 Monate nicht mit dem Kind auf der Straße. Hast du dann den Mädchen nicht bezahlt? Doch, immer so schwer, man hat so viele. Der Platzmacher hat das Haus verkauft, ist das so abgerissen werden. Ja, warum dann abgerissen? Das ist doch noch ganz Jahr den Schuss. Ja, die Treuhandgesellschaft, die das Haus gekauft hat, die kann das nicht gebrochen. Ja, warum kauft die das dann? Da geht es um das Grundstück, ne? Und die müssen ja auch jetzt für zu spekulieren haben, ne? Und warum? Ach, du fragst dich doch, du. Sie zurück die Brüche, sagt. Und dafür musst du auf der Straße. Was willst du machen, ne? Wenn man alt ist und arm, dann kann man sich so schwer wehren, ne? Gloria, komm, Dreck bei mich. Ich habe doch diese herrliche 1,5 Zimmerwohnung. Tut die Dinger mal weg. Dankeschön, ja. Seit es Tylers Lies mir die große Rolle vor der Nase fortgeschnappt hat, kann ich das Mensch nicht mehr leiden. Ja, ist doch wahr, ich wäre doch für so eine Rolle viel eher prädestiniert, ne? Das Lies, ich meine das Kleopatra, ne? Das stammte doch vom Nil, ne? Und ich stamme doch auch vom Nil, von Köln-Nil, oh ja. Ich bringe doch auch viel mehr Material mit wie das. Ich meine natürlich stimmlich, ne? Also wenn ich mich mit meinem Regisseur über eine neue Rolle am Unterhalten bin, dann kann in den anstößigen Verwaltungsräumen kein Mensch mehr schlafen. Ja, und auch figürlich. Ich meine, wenn Sie mich auf Breitwand genommen hätten, da hätten Sie sich doch glatt die Hälfte von den teuren Kulissen sparen können. Jetzt sind doch aber hier viele Ihrer Freunde. Ja? Warum wollen Sie trotzdem weggehen? Wenn man älter wird, bleibt man doch eigentlich da, wo man sich immer wohlgefühlt hat, wo man Leute kennt. Auf den Fidschis kennen Sie doch gar niemanden oder wenige Leute, weniger Leute. Vielleicht ist es gut so, dass man weniger Leute kennt und wissen Sie, es wird einem im südlichen Pazifik leichter gemacht aufzuhören. Hier kommt doch immer wieder einer und sagt, ach, mach doch die Show noch und tu mir doch den Gefallen und mach das noch und mach das noch und mach das noch. Ich brauchte mein Theater nicht zu schließen. Ich habe 10 Jahre ein gut gehendes Theater, wohl das meistbesuchte Theater in westdeutscher Sprache gehabt, nicht? Und ich brauchte das nicht zu schließen. Ich hab das gemacht, weil man einmal auch mal sagen muss, eine Sache ist zu Ende und jetzt ist es gelaufen und ich kann nicht mehr, ich bin krank und ich freue mich, sagen wir mal, auf ein altes, neues Leben. Und wenn man so etwas mit hinüberschleppt, weiß nicht, ob das gut ist. Nun gehörte Trude Herr ja nicht zu den Leuten, die sagten, Köln ist das Wichtigste auf der Welt, das Herz von der Welt, das schlägt in Köln und so weiter. Sie war nicht heimatbesoffen, nein, sie hat immer über den Tellerrand hinausgeschaut. Das ist ja sehr wichtig. Toleranz kommt ja von Tellerrand. Also, wenn man über ihn hinausschaut. Und Trude Herr kam immer auch mit anderen Kulturkreisen sehr gut zurecht. Ihre Männer kamen aus allen Herren Ländern. Sie wohnte ja zeitweise auf den Fidschi-Inseln. Und dort hat sie ein Lied geschrieben, was wir Ihnen jetzt zum Vortrag bringen wollen. Ich kann der Dom nicht mehr sinn. Und hier im Sand unter Palme am Strand, der Kokosnuss rechts und links in der Hand, muss singen und tanzen der ganze Tag. Doch richtig los jeden jetzt in der Nacht. Dann rufen die Trommel und alten mal ein. Jetzt ohne Bier und der Intritt ist frei. Wissen Sie, hier schwar doch in der Präsident lang geschmiss. Der Hauptsache ist, dass wir hier glücklich sind. Hallo, ich kann der Dom mit mir singen. Und wo ich jetzt bin, an die Lück für der Dom.
Herz und für zu Heching gesund. Und plötzlich jetzt, wenn man Hunger hat, Banane und Ries und noch Zuckerrühr. Das wär schon hier alles quasi für Rühr. Das so Klamotte, die spießt man hier weg. Die schämt man sich nicht, hier wird nichts versteckt. Hier liegt noch in der Hängematte und schleppet da Bananen, den Moskitos platt. Yeah, yeah. Ich kann da nicht nie sehen. Und wo ich jetzt bin, hat die Lück für den Dom überhaupt keinen Sinn. Die hat noch nie jetzt vom Dom geholt, doch eure Such, jede Denne Aljot. Aloha, hey. Aloha, hey. Aloha, hey. Echt Paradies, keine Stress, keine Knus, nur Friede und Rau, das Meer ist ganz blau. Bananen sind genau wie der Mond, ob denn der Eis von der Fiji-Stroh. Ein weiteres Foto und herzliche Grüß, damit wisst, dass ich hier nichts vermisst. Ich bin auf dem Bild, der zweite von links, das durch die Blumen in die Kamera spielt. Aloha, hey. Ich kann da mit nie sehen. Und wo ich jetzt bin, haben die Lück für den Dom überhaupt keine Sinn. Die hat noch nie jetzt vom Dom geholt, doch eure Such, jede Denne Aljot. Denne Jode zu Jod. Ich kann da mit nie sehen. Und wo ich jetzt bin, hat die Lück für den Dom überhaupt keine Sinn. Die hat noch nie jetzt vom Dom geholt, doch eure Such, jede Denne Aljot. Aloha, hey. Ich kann da mit nie sehen. 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 Aloha, Moin. Moin. Ausgeschlafen? Na, so einigermaßen. Ja, da wollen wir mal. Na, da wollen wir mal. Sie nehmen auch schon so früh Fahrunterricht? Ich nehme nicht, ich gebe. Sie geben? Frau Rumberg. Und Sie sind der Herr Dobermann? Ach, Sie sind mein Fahrlehrer. Ja, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen einzuwenden. Nein, nein. Bitte schön. Haben Sie schon mal in einem Auto gesessen? Ja, schon öfter, ja. Ja, da haben Sie also eine gewisse Ahnung, ne? Na, überhaupt nicht. Nicht? Na, ich habe immer nur hinten gesessen. Also dann nehmen wir zuerst mal das Technische. Ja, aber muss denn das sein? Also für technische Dinge habe ich überhaupt kein Interesse. Lieber Herr Dobermann, Sie wollen doch schließlich der Führerschein machen. Ja, aber was heißt, ich will, ich muss? Schließlich wollen Sie Ihr Auto von einer Kaffeemühle unterscheiden. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Andersrum. Andersrum, Herr Dobermann. Ach, ja. So, ja. Bisschen eng hier, ne? So. Sind aber ganz schön mollig. Na, da wollen wir mal. Oh, Herr Dobermann, da will ich mich was neben Sie setzen. Ein Glück, dass Sie wenigstens schlank sind. Ja, ich war ja auch 8 Tage krank. Ach, Sie Arme. Hier stehen wir aber viel zu nah an der Mauer. Ja, was machen wir denn da? Da müssen wir ein bisschen zurückfahren. Machen Sie mal da die Handbremse los. So. Ach, das hier, ja? Ja, und da fahren wir ganz von selber ein Stückchen zurück. Gut. Ich kann ja fahren. Ja. So, Herr Dobermann, jetzt Ja? hören Sie mal ganz genau zu, was Ja? ich Ihnen sage. Zuerst schalten wir mal den Motor ein. Ja, Motor, ja. Und nun treten Sie das linke Pedal durch. Das linke. Ja. Ja, so. Und fassen hier den Griff. Fass ich Griff, ja. Nicht mein Knie. Daneben. Ach ja, ja. Also ich So. fasse daneben. Ja, und nun lassen Sie das linke Pedal langsam los Langsam. und geben mit dem rechten langsam Gas. Mit dem rechten. Ganz langsam. Ganz langsam. Na? Das war doch schon ganz schön, nicht?
Welchen Wagen nehmen wir jetzt? Viele Menschen mögen Sie sehr, sehr gerne. Viele lieben Sie. Ja. Und das ist dann heute Ihr letzter Auftritt? Ja, wir wollen es hoffen, ne? Dass ich nicht wortbrüchig werde. Es ist, ja, ich habe es allerdings schon einmal gesagt, aber jetzt wird es wohl ernst sein. Ich bin denn ein paar Freunden zuliebe wiedergekommen, weil meine letzte LP ist ja noch mal ein Hit geworden, habe ich auch nicht mitgerechnet. Und dann wollten ein paar Freunde, dass ich das noch mache, und dann habe ich es versucht, und da bin ich drüber zusammengefallen. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Ja, privat sehen wir uns immer, aber... Ich komme so selten auf die Pitchies, das ist mein Problem. Aber es gibt viele, die, glaube ich, nicht verstehen, dass sie gehen. Und für die haben Sie ja doch noch mal ein Lied gemacht. Ja, dass die es doch und das verstehen. ist mein letztes, und ich habe es dann noch mal geschrieben, und es wird langsam fortgehen. Die Erinnerungen werden blasser werden. Und die Lichter werden langsam ausgehen, auch die Lebenslichter. Und das ist gar nicht so tragisch, wie sich das anhört. Vielen Dank und alles Gute, Trude Herr. Ich habe zu danken. Sind noch die ihre Post, die Bildschirme umringen, vertraute Gesichter lachen. Ich werf die Erinnerung weg, ein Ausreißer braucht kein Gepäck. Sanft in mir verblassen. Mit der Zeit tut nichts mehr weh. Was heißt denn schon Treue? Was verlassen? Freiheit will vergessen. Drum vergiss mich und versteh. Sieh noch deinen Mund, das Zittern deiner Hand. Ich höre noch deinen Schrei und 1000 kleine Lügen. Gestorbene Liebe schmeckt schade. Tun wir alle einmal. Die Bilder werden sanft in mir verblassen. Mit der Zeit tut nichts mehr weh. Was heißt denn schon Treue?